Von der ersten Tag gibt es, wenn du irgendwo anreisen willst, nach einer fremden Stadt, ist es sehr leicht. Du schickst dir die Koordinaten aus der Ubikation, den Standort, und dann das mit dem GPS, und dann kommst du ganz leicht an. Da kann man irgendwas Falsches sagen, aber normal funktioniert das sehr fein. Du bist angekommen, du kommst da an. Und das ist was sehr leicht. Dann steht erkläre links am Eich, dann rechts am Eich, dann mit dem Norden, dann mit dem Süden und so weiter. Ab Städte, da hat man vielleicht irgendwas erklärt, aber normal ist das leicht mit dem GPS einfach bei dort zu kommen. Aber was ist zum Beispiel, wenn du den GPS brauchst, um zu einem Friedhof zu fahren? Du kannst nicht im Friedhof und die geben die Koordinaten an. Und zuletzt sagt der GPS, du bist an dein Ziel angekommen. So, du bist an dein letztes Ziel angekommen. Irgendwann wird der GPS dort bei jedem sagen, du bist an dein letzten Ziel angekommen. Der wird nicht mit Jesus an der Wald gefahren, er wird irgendwann da landen. Ein paar Sachen wird wieder sein, die kennen. Im Friedhof sind Menschen, die haben mehr erregt als du und ich. Und die sind da und die Welt dreht wieder. So, der wird auch ohne mich wieder drehen, wenn eigentlich mehr sieht, die Welt wird wieder drehen. Das ist nicht, dass dann alles wird eingehen. Das ist eine Sache. Aber die andere Sache ist, du können nimmt eins was mit. Die sie haben alle mitgenommen. Das ist alle gleich. Dann regt ihr da Arm, das sind da. Kann ein besseres Graf oder ein schlechteres Graf sein. Aber wie kommen alle da an? In der Zeit ist man so erkannt. Jeder, was das Programm hier, beinahe 100 Jahre, wenn er noch nicht in Jesus gefahren ist, dann wird er da sein. Und wenn jetzt 100 Jahre. Was steht da sein? So, was ich helfen sein? Wo wird deine Seele sein? Hast du das klar, dass du im Himmel bist? Das ist nicht, was wichtig ist, als ob das ich dir kläre aus, wo wirst du nachher sein im Tod? Wirst du im Himmel sein? Oder wirst du in der Hölle sein? Die Bibel, das ist nicht, dass du nu sagst, okay, ich war in ein Piet verwandelt, ich war in einem Meg sein, oder ich war gestorben in Hannenträg. Die Bibel sagt uns, in Hebräer, Kapitel 9, Vers 27, und das ist das für ein Mensch gesagt ist, einmal zu sterben und nach dem kommt das gerecht. Einmal wirst du sterben, nicht 2 oder 3 Mal. Du weißt, was mir gefällt das nicht. Nu will ich anfangen, mich gut zu benehmen. Nu will ich ein anderes Leben führen. Ich hatte damit Leben erst einmal, aber nu wird das anders. Von der Tag, wo du lebst, hast du die Möglichkeit zu ändern noch. Nicht warten, bis das zu laut ist. Das riecht auch toll, wenn du die 1 Minute vor dem Sterben beziehst. Das riecht immer toll. Aber das ist nicht das Ziel Gottes. Das Problem ist, du weißt nicht, wann die letzte Minute ist. In einzig Leben ist es, wenn der hier war, nach 300 Jahren, dass sie ihr Leben. Die Sammel ist es, wenn die nächste Generation nach alle von dort fährt, wo es alle, was er hier sammelt hat. Ich sehe nicht bereit, eins für andere Menschen mitzuhelfen, bloß seine Dimmel, was habe ich alle erregt. So, wer ist dein Leben? Wenn du von der stirbst, von der ihr das ein. Ich werde die nächsten Milliarden Jahre im Himmel sein, das wird immer schein gehen. Oder würde die Möglichkeit sein, nee, mein Leben ist nicht das. So viel Klarheit das nicht hat. Ich werde wahrscheinlich in der Hölle gehen. So, das gibt mir die 2 Möglichkeiten. Und das ist wichtig zu erklären, wenn ich dann sehe, solange du da Frieden hast, da bist halt nicht immer sagt, Frieden, naja, vielleicht. Und das ist ein bisschen übrig, sagen, naja, Gott wird das all weiter. Ja, Gott weiß das, aber wenn es die Bibel gibt, dass du das eigentlich auch das weiter kennen. Mach Gott wieder anleiten, dass du das Wichtigste, das Größte geklärt hast, und dann haben wir aber Kleinigkeiten von dieser Erde wieder leben. Das ist ein Weich dort, ich sehe am Ziel angekommen. Und musst du auf das rechte Ziel ankommen.